Ein paar Minuten später stand plötzlich ihr Sohn alleine vor mir. Inzwischen 14 Jahre alt, groß und freundlich, und er sagte zu mir: „Ich kenne dich irgendwoher. Bist du nicht Pascal von der Feba?“ Ich musste schmunzeln und sagte: „Ja, genau, das bin ich.“ Hey, du Family Hero! Bereit, deinen anspruchsvollen Alltag neu zu gestalten? Erfahre, wie gezielte Ernährung das herausfordernde Verhalten deines Kindes nachhaltig verbessern kann. Ich bin Pascal Henny von FEBA, der Fachstelle Ernährung bei ADHS, und sage dir, ein entspanntes Familienleben ist möglich. Los geht's! Vor kurzer Zeit war ich an einer Ausstellung privat unterwegs und habe dort ganz zufällig eine Frau getroffen, die vor etwa einem halben Jahr bei mir im Gruppenkurs war und für ihren damals 13-jährigen Sohn das FEBA-Ernährungsprogramm durchgeführt hat. Wir haben uns begrüßt, nicht groß über FEBA gesprochen, es war viel Trubel und dann ging sie mit ihren Kindern weiter. Wir wussten, irgendwo werden wir uns an dieser Ausstellung wieder treffen. Und dann, ein paar Minuten später, steht ihr Junge plötzlich wieder vor mir, ganz alleine. Er schaute mich an und sagt: „Ich kenne dich irgendwoher. Bist du nicht Pascal von der Feba?“ Ich musste eben schmunzeln und sagte: „Ja, genau das bin ich.“ Und was dann kam, hat mich in meinem tiefsten Herzen berührt. Und ich kann wirklich auch sagen, so etwas habe ich in meinen 20 Jahren mit Feba noch nie erlebt. Mit so viel Freude und Energie hat dieser Junge mir erzählt, was er mit Feba alles erlebt hat, was sich verändert hat und wie es ihm heute geht. Ich war total geflasht und habe ihm dann gesagt: „Oh, das hätte ich jetzt gerade aufnehmen sollen. Das ist ja mega cool, was du mir da alles erzählst.“ Ganz selbstverständlich meinte er: „Ich könnte ja mal zu dir in einen FEBA-Gruppenkurs kommen und das den Leuten erzählen.“ Ich habe gelächelt und gesagt: „Ja, das ist eine wunderbare Idee, aber dann hören's halt nur die Leute, die in diesem einen Kurs sind. Viel cooler wäre doch, wenn du mir das aufnehmen würdest, dann kann ich's in jedem Kurs abspielen und sogar in meinem Podcast teilen.“ Er überlegte kurz und sagte: „Ja klar, gib mir deine Handynummer. Ich mache dir eine Sprachnachricht und du kannst das dann einfach verwenden.“ Und ich gab ihm dann meine Nummer. Er verschwand und 5 Minuten später hatte ich seine Sprachnachricht auf meinem Handy. Diese Sprachnachricht ist auf Schweizerdeutsch und ich werde sie jetzt dann gleich abspielen. Ich habe die hochdeutsche Übersetzung in die Beschreibung geschrieben. Du kannst sie also parallel mitlesen, falls du es nicht verstehst, oder später nachlesen. Los geht's. Hallo zusammen, ich bin ein Bub, ich bin 14 im Moment. Ich habe FEBA angefangen mit 13 und ich konnte zunehmen, ich habe mich freier gefühlt, ich konnte mich mehr in der Schule konzentrieren können. Ich habe von meiner Mutter gehört, dass ich irgendwie Zuckerverbot habe, sage ich jetzt einmal. Und am Anfang wollte ich da gar nicht mitmachen, aber ich lege euch allen ans Herz, fangt mit dem an oder macht weiter, weil es hat mir mega geholfen, auch als ich Medikamente genommen habe. Ich habe ein starkes ADHS und ich konnte mit dem aufhören. Als ich FEBA gemacht habe, konnte ich sehr gut einschlafen. Vor der FEBA konnte ich das nicht. Das ist auch daran gelegen, dass ich Medikamente genommen habe. Das Medikament hat auch recht viele Nebenwirkungen gehabt. Ich konnte besser schlafen. Dann konnte ich einfach ins Bett liegen, schlafen. Am nächsten Morgen konnte ich perfekt aufstehen. Es hat mir wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Vor allem in der Schule. Ich war einer mit recht schlechten Noten.
eben wegen dem ADHS. Und als ich die Feba gemacht habe, ich weiss auch nicht, da hat es einfach wie Klick gemacht. Es hat wirklich wie einen Schalter umgekehrt in meinem Kopf. Und dann hat es die Tabletten nicht mehr gebraucht. Wenn ich schon gesagt habe, Essen hatte ich nicht mehr Lust und eben mit dem Feba konnte ich zunehmen. Ich hatte einmal ein Süßgetränk und dann hatte ich wie einen Absturz. Es ist etwa ein Tag bis eine Woche gegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann habe ich gemerkt, wie stark das ist. So eine grosse Veränderung und ja, danke vielmals an die Pascal, dass ich das erleben durfte, dass meine Mutter mir geholfen hat, dass mir meine kleine Schwester auch hat geholfen. Danke vielmals und dann wünsche ich euch noch einen schönen Kurs. Ja, die Kinder sagen Danke. Dieser 14-jährige Junge sagt Danke. Und weißt du was? Mein damals betroffener und jetzt erwachsener Sohn sagt mir heute noch Danke, dass ich damals, als er 8 Jahre alt war, die Feba-Ernährungsumstellung gemacht habe. Die Kinder vergessen das nie. Und wenn du merkst, dass du alles gibst für dein Kind, aber einfach nicht weiterkommst, dann lasse die Nachricht dieses Jungen nochmals nachklingen bei dir. Denn dieser Junge und seine Familie, sie haben genau da gestanden, wo du vielleicht heute stehst. Und sie haben sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Ernährung kann so viel bewirken und verändern, glaub es mir. Lasse auf jeden Fall diesen Feba-Weg nicht los. Geh auf die Webseite und lies weitere wunderbare Erfolgsgeschichten von Familien, die Feba gemacht haben. Ich verlinke dir die Webseite in den Shownotes und wer weiß, vielleicht erzählt in einem Jahr dein Kind seine eigene Feba-Geschichte. Ich sage Tschüss und hoffentlich bist ganz gleich wieder hier bei mir im Podcast oder sonst irgendwo auf deiner ganz persönlichen Feba-Reise.